Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, Folge 7 Bird Squad 2024. Da gehen wir rein. Ich denke mal, die letzte Folge vor dem Spiel, weil das Spiel war gestern schon. Ich konnte es leider nicht schauen, aber ich kann es bestimmt auch auf FC Bayern TV nachschauen. Muss ich mal gucken nach der Folge, dann werde ich mir das nebenbei mal ein bisschen reinziehen. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das sehr gerne. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue, wa? Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. In Folge 7. Hey, good. No, but you don't have to ask if there are rules. Sind nicht wir? Why? It's not all about you, Gustavo. It's about the team. Let's go the second half, guys. Oh, that's it, Mo! Let me go! That's the football. Yeah, we Haben wir endlich die Tore gemacht, oder was? Haben uns ja bisher schwer getan. Das zeigt ganz eindeutig, was unsere DNA ist als Club. Und auch jetzt das Gespräch in der Halbzeit, wo ich sage, Gustavo, du kannst nicht anfangen zu diskutieren und du schwächst damit deinen Mitspieler, weil du ihn nervös machst, dann hat er halt komplett anders gesehen. There are a lot of people out in the stadium. He's nervous. And you go and ask him, hey, you feel comfortable? Why? The decision was clear. Why we talking about the match before? Why we have a clear match idea? Why we choose who's shooting the corners, who's in charge for the penalties, who's in charge for the free kicks? Why? It's not all about you, Gustavo. It's about the team. No, it's about the team. And in this situation, it was totally wrong. Think about it. We make 2 substitutions. The goalkeeper was already. Ja, dafür hat man Absprachen, ne? Aber ja. Ich hab's ja schon mal gesagt, das ist natürlich auch für die Jungs natürlich, ja, für viele halt so eine einmalige Chance, war. Gustavo war im letzten Jahr schon dabei, er hatte ja dann die Verletzung und war eigentlich einer der auffälligsten Spieler und will dann jetzt vielleicht zu viel und ist deswegen hingegangen, hat gefragt, vielleicht hätte er gesagt, oh ja, ich bin ein bisschen nervös, ja, dann lass mich schießen, so die Art und Weise vielleicht. Das wäre der einzige Grund, warum man da hingeht. Ja, ansonsten gehst du hin und sagst, komm, hau ihn rein, viel Glück und das war es auch maximal. Ne? Very clear, and Kim is coming on for Gustavo. And let's go the second half, guys. Jawohl, wir sind wieder ready für die nächsten 45 Spielminuten. Das aus dem Spiel beim FC Bayern München die Nummer 5, Gustavo Telles, neu ins Spiel gekommen, die Nummer 10. Alter! Minu. Tim, hättest du gleich mal rein nucken können, das Ding, ja? Oh, well played! Sheesh. Hey! Well played. Hou vol auf die Kugel, Luis. David, go! Auch voll auf die Kugel! Da hab ich Spaß. Sehr geil. Zum zweiten Mal die Nummer 1 für den FC Bayern München, Luis Ibarra. Ah, that's it, no! Was ist denn hier los mit der Cam, Alter? Vorher extra noch eingestellt, da war sie zu hoch. Ah, well played! Ja, jetzt Deckel drauf, wa? Oh, well done, my God! Say why, my God! Ah, Gut, David!
Ja, endlich mal einen Sieg geholt, wa? Tja, das war ein Denkzettel, würde ich sagen. Zweite Halbzeit. I will score for you. Yeah, you promised. Try. No, nice game, really. I'm proud about you, really. Very proud, very proud. War für uns jetzt natürlich eine super Gelegenheit, gegen euch zu spielen und hat uns auch Spaß bereitet. Trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil wir erste Halbzeit, glaube ich, ein paar Chancen liegen haben lassen. Haben wir leider nicht gemacht. Zweite Halbzeit muss man klar sagen, dass die Mannschaft vom FC Bayern überlegen war. Also hat man auch gesehen, dass sie die eine oder andere Chance noch gehabt haben. Es war dann zweite Halbzeit verdient. Teilweise zufrieden, teilweise unzufrieden. Ich meine, die zweite Halbzeit war überragend von uns heute. Und dass man dann natürlich das Spiel gewinnt. Man hat die Jungs gemerkt, wie die gejubelt haben. Auch. Und ja, davon genieße ich eigentlich noch mehr, wie die Jungs das feiern zusammen und auch gemeinsam das Spiel umdrehen wollen, als dann, dass man dann letztendlich gewonnen hat. So happy! We're gonna go and win! Nacho is so, Nacho is so unbelievable player. My love, it's my love. Who scored the goal? You or him? Okay, guys, Spira. I think we played an excellent second half. That's the football we as a staff we like to see. And then if you make mistakes, that's no problem. And the way you celebrated together, that's even the best. Preguntas, capitán? No, muy bien. Los brazaletes no puedes llevar a casa, ¿eh? En inglés, come on. En English. Good job, guys. Ich habe gestern noch mal in Ruhe hier nach Auslaufen mit ihm gesprochen. Wollte ihm jetzt noch mal mit Abstand die Chance geben, dass er die Situation jetzt noch mal, nachdem 24 Stunden vergangen sind, einordnet oder ein bisschen mehr, ob er dann vielleicht seine Meinung ändert. In Brazil, in a lot of games, if you see, they every time they are talking, I don't know, like free kicks, some like 3-4 guys, they go to. Also, erstmal ein Freistoß ist was anderes wie ein Elfmeter, wa? Beim Freistoß, selbst da hast du Schützen zugeteilt und wenn es mehr wie einer ist, oder da kann man ja auch mal kurz sprechen, wie fühlst du dich heute, Blasels. Aber vorm Elfmeter, nee, gibt einen Elfmeterschützen, der nimmt den Ball und wenn der meint, er ist unsicher, dann wird es einen zweiten Elfmeterschützen geben und einen dritten Elfmeterschützen und dann muss das von dem Schützen ausgehen. Und nicht, dann muss der zweite und dritte Schütze da hingehen und sagen, ja, wie fühlt sich denn heute? Fühlt sich nicht so gut oder was? Nee, das macht man nicht. Ja, beim Freistoß ist das ein bisschen was anderes, aber beim Elfmeter, nein, ist keine Ausrede. The ball and they talk, oh, you take this one and I take the next one. Es ist dabei geblieben, dass er das halt leider ganz anders wahrnimmt. Anders sieht er natürlich seine Punkte, wir haben unsere Punkte. Da sind wir jetzt nicht zusammengekommen, aber man muss nicht immer die gleiche Meinung haben. I just said to Lars, I'm sorry, I will not do it anymore. If you don't want, I will not do it anymore. I learned with my other coach to do this. Talk with other players in a free kicks, in a penalty or whatever, but I can't do it here. I will not do it anymore. I told him to step away and let Jimmy concentrate. But he said he wasn't distracting Jimmy. He said he was just, I don't know. He said he didn't tell me what he's doing. Ja, wie gesagt, ne, beim Elfmeter macht man das einfach nicht. Elfmeter ist eine ganz andere Story wie ein Freistoß. Das sollte man aber auch wissen. Ne? Und das ist egal, ob man aus Brasilien kommt oder nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das in Brasilien anders ist. Dass da am Elfmeterpunkt erstmal 3 Spieler stehen und diskutieren, wer jetzt schießt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Iran Kunda, he's a new player at the club. They just got signed by Bayern, and us being in the world squad, we had the opportunity to meet him, and we took a couple photos with him. And yeah, he's a really nice guy, very humble, and yeah, we had a good time with him. Played with him in the Asia Cup of 2023. Nice guy, great player, and it was nice to meet up with him again. Who would I compare him to, like? Harry Kane. No, Harry Kane is crazy. Harry Kane is global. No, Harry Kane is crazy. Like, let's say, who's like a star boy here, like a young player, Musiala. like a Musiala, like a Musiala here. That's like an Iran Kunda in Australia.
Ja, bin ich sehr gespannt, was wir von ihm sehen werden bei uns. Ja, wir wollten einfach mal bei der World Squad die Gelegenheit nutzen, mit jungen Kindern, die den Fußball gerne mögen, mal vorbeizuschauen, wie das so bei angehenden Profis oder jungen Profis mal geht. Was sind die Tränen schon geworden? Ich glaube, das zeigt ganz eindeutig, was unsere DNA ist als Club. Ja? Wir investieren in Jugend, wir investieren in Internationalität zusammen mit unserem Partner Audi. Dass das natürlich jetzt so klappt, dass sogar ein Roy Mackay Schön, dass ihr da seid. und Diego Contento sich ein bisschen Zeit nehmen dafür, ist großartig. So, das auch nicht tun, ne? Das ist, was uns auszeichnet, diese langen Beziehungen, die wir haben, wo wir in diesen Jugendfußball organisieren und das einmal um den Erdball, das ist einfach ein großartiges Commitment. That's a great honor that you're here for us. That is what we are, and this is more than just a football club. This is a kind of a family. Also with our partners, and that's the reason why Audi is sponsoring all of these initiatives here. They also appreciate the investments which we do in young players and in your development, and that is what it is all about. Ja, nee, ist klar. Ne? Darum geht's Audi nur. Deswegen sind die unser Partner. Du hast hier 14 Nationalitäten. Ja. Die spielen miteinander einfach nur Fußball, haben eine gute Zeit, die verstehen sich. Mehr kannst du für so eine Verständigung eigentlich gar nicht. Audi ist einer der internationalen Automobilkonzerne und unser Partner. Wir sind einer der besten Clubs in Europa und super international aufgestellt. Wir verstehen uns gut, wir haben die gemeinsamen Ziele, uns sind gemeinsame Werte wichtig und deswegen ist die Beziehung zu Audi und das, was wir hier zusammen machen, einfach eine großartige Verbindung. Wenn dem so ist, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, ist das natürlich der Premium-Fall, ne? Also wenn du halt für ein Unternehmen Werbung machst, wo du auch mit committest und dahinter stehen kannst. Aber Ende des Tages ist es natürlich ein Unternehmen. Und du als Verein bekommst Geld dafür. Und nicht aus gute Freunde, weil man sich mag oder was. Darf man halt nie vergessen bei allem. Ist natürlich eine gute Aktion und so weiter, wo wir ja nicht drüber reden, haben wir schon mal gesagt. Ne? Maicon, du hast ihn jetzt ein bisschen beobachten können. Wie siehst du seine Entwicklung? Ich vergesse natürlich nicht, dass er nur 15 Jahre alt ist. Das sieht man natürlich vor allem in die Spiele. Ja, dass es natürlich ein Unterschied ist, wenn man gegen 4 Ältere spielt, als man gegen eine eigene ältere Gruppe spielt. Aber da sieht man schon, dass er kicken kann. Vor allem sieht man im Training durch, wenn wir Abschlussformen machen, Torschussübungen, sieht er schon, er ist dribbelstark. Er macht es sehr gut bis jetzt. Hello, my name is Maicon Douglas. I'm 15 years old. I'm Brazilian and Portuguese, and I live in Thailand. Yeah, always happy. Life is good. My dad is half Brazilian and Portuguese. My dad was a football player, and he used to play in Thailand. My whole life I lived there. I love beach. The best thing is beach. From 4 years old, I started to play football and looking to be a football player. Yeah, my idol always was my dad because he showed me how hard work is. I grew up looking to my dad playing football. He have experience. He played for Santos Football Club, so yeah, he teach me a lot. My team in Thailand have like a connection with Bayern. They call me to both squad after I scored 2 goals against FC Bayern Munich U17.
Every time with the team is very good. We played a lot, we talk a lot. Yeah, my relationship with Gustavo is very good because he's Brazilian, so we can talk Portuguese. We have like a time for God. We talk with God. We read the Bible together, and every time we talk to each other to do our best in the training. Wow! It's time to be a man and go to reach my dream. To sign a contract with FC Bayern, yes, that's my goal. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir ähnlich wie unsere U19, die halt die nationalen oder europäischen Spieler zu U23 entwickelt, über die World Squad auf Elite-Niveau auch Spieler auf U23-Niveau entwickeln, weil 80% der Jungs hinter mir können ja nicht U23 spielen. Es ist schon mal gut, wenn man eine von unserer Mannschaft, egal wer es ist, mal mit den Amateuren mittrainieren lassen. Es ist auch die Erfahrung, mal mit einer höheren Mannschaft mittrainieren, schon für uns sehr wichtig. Gerade bei Mo ist halt die Besonderheit, dass er aus Südkorea kommt, wo wir halt ein bilaterales Abkommen mit haben und er in der U23 spielen könnte. Von daher war es für uns mal interessant zu sehen, ob er denn da mithalten könnte und ob es vielleicht interessant ist für die Zukunft, ihn auch da in die U23 zu integrieren. Was? Feedback war durchweg positiv. Also das, was er bei uns gezeigt hat, hat er da auch gezeigt. Aber er ist ja ein super intelligenter, ruhiger Spieler mit einer super Spielübersicht und auf jeden Fall ein sehr super interessanter Spieler für uns. Very proudly, just me, play at 23. Das wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Erfolg, wa? Very nice. They're very big and fast, tall, very good players, but I can play with they. Luis, der hat natürlich mit Jaro Drobny, der Torwarttrainer von der U23, vorher trainiert. Most of the training was power, foot and legs, so I'm tired, but I enjoy it. Der Junge hat wirklich Kraft und er ist schnell genug. Ich habe ihn das erste Mal heute gesehen. Ja, wir haben nur ein bisschen diese Abdruck hoch gemacht und viel Koordination. Ich habe ihn noch nicht gesehen im Spiel oder bei Passübungen, bei Flanken. So ist schwer zu sagen etwas. Ja, aber was haben wir heute gemacht? Er war top. I'm going to make some artwork for the building, which hopefully adds some life and some visuals to where you're staying. I created a few images that for murals on each floor of the house, sort of like telling a story of ambition and how to try to strive to achieve to another level. We're prepping this mural of Munich, and we're gonna start with the sky and then paint in the layers. I'm gonna have them help, paint in these areas when we mix the paint and just, kind of talk about the process of making work. Hello, welcome in International Yacht House. I am Christian. I'm Artur. And we are goalkeepers, and now we want to show you our house. Let's go. Oh, hi guys. Hi guys. Hi David. Hello Jamie. Hello Jimmy. Hey guys. Hello. Look. Buy a scarf. Here we play one touch every night. It's very fun. Without David, it's very fun. Till 12 a.m. but don't tell the coaches. Going to the next floor. Oh, hi Michael. Hello. That's a nice jersey. And my Bible. Next, our room. Oh, you will see the most clean room in this house. Yeah. I think he's painting something. That looks like Allianz Arena. That's our room. That's Christian. Please, welcome in my room. Give us a tour. Oh, sorry, I don't have my bed. Whoa. You don't have clean bed, bro. Yeah, now it's clean. Here you can see my gloves, my cleats, everything. It's the most clean room in this house, I think. There's coach.
Now we're gonna show our bathroom. Pretty tidy. It's like new. Shower, sink, toilet, and Very clean. Dryer. dryer and washing machine. Now we're gonna show my room. Here are the glass towels, my bags, more towels. This is my bed. Well, this is a UK by boat. Arthur have the best balcony. Look, thank you very much for Bayern Munich for this house. I like it. This is our view. That's Christian. Hello, Christian. Hi. And that's our view. You can see houses there. I think it's church here. In fridge we have only this stuff. This eggs is from Bayern. 2 pastas from dinner. What's that? Ask Arthur if he see me. Wait, Weißt du Bescheid, hä? To the ring. Yes, he's crazy. Okay, thank you very much. That was our house tour. Hope you liked it. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Da lebt sie schon nicht so schlecht, wa? Okay, now the real preparation for the night starts. We want intensity in the game, also respect. No stupid tackling. It's a contact sport, but at the end it's your teammate here. Good, back. Yep. Hey. Funky, but bounce to the left and the left. Yes. Goal. Yeah, to miss it. Yeah. Ivan, you have back. Hey, right back. Come on, guys. With the sloppy. Come on. Hey, Aaron. Hey, stop. 2 in a row. Terrible. Yeah, I mean, I know nobody's a professional player, but still, this is terrible. Freier Eintritt, Leute, wer da war. Weiß auch nicht, irgendwie ist der schwarze Balken mal oben, mal unten, ganz wild hier. Leute, das war's. Das war Folge 7. Ich denke mal, einer kommt noch. Ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall 3, 4 interessante Spieler dabei. Und ich bin mal gespannt, ob oder wer davon, wir haben es ja schon gehört, in die U23 vielleicht, oder ist, glaube ich, nicht immer so einfach, junge Spieler überhaupt verpflichten zu können, ne, zu dürfen halt, wenn das ausländische Spieler sind, so für irgendwelche Jugendmannschaften. Aber da bin ich auch nicht im Thema, auf jeden Fall wie immer, sehr interessant, ja. Und ich werde jetzt gleich mal reinschauen, ob ich mir das Spiel nebenbei angucken kann. Ja. Ich verrate es euch dann aber auch nicht vor der nächsten Folge, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Channel. Haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus und nun noch mal ein paar O-Töne zur National. Ist natürlich das Verkehrte, wa? Wir nehmen natürlich das. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.